Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Unsere Universitäten, und lassen Sie mich das als Akademiker sagen, sind links unterwandert. Der Fall Mörgeli hat gezeigt, dass gegen rechte Professoren Säuberungen durchgeführt werden. Die Säuberungen sind äußerst schwierig, weil es auch rechte Professoren angeblich gar nicht gibt. Da muss allerdings gesagt werden, wenn einer seine Museumsvitrine nicht abschaut, wird er halt von anderen rausgesäubert. Das wiederum hat die SVP staubig gemacht und darum will sie unsere Universität vom linken Filz säubern. Wenn wir die verschiedenen Fakultäten anschauen, ist es tatsächlich erstaunlich, dass es bei den Sozial- und Geisteswissenschaften fast nur Linke gibt und bei der Wirtschaftswissenschaft und den Juristen nur Rechte. Die Folgen von dem sind verheerend. Wir haben darum in der Schweiz viel zu wenig neoliberale Sozialarbeiter und linksradikale Manager. Das politische Ungleichgewicht zieht sich aber durch andere Institutionen auch. In der Armee beispielsweise. Viel Rechtsradikale und seltsamerweise praktisch keine Linksradikale. In der auch ein riesiges Übergewicht an SVP-Mitgliedern und praktisch keine SP-Mitglieder. Komplett andersrum in den Gewerkschaften, bei der CVP eine erdrückende Mehrheit von Christen gegenüber den Moslems. Bei den Bauern gibt es krass mehr Konservative als bei den Users. Bei den Sportlern mehr Nichtraucher als im Wirteverband. In Bern mehr Berner als in Zürich. Im Sommer mehr Bienen als im Winter. Die Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel. Gegen die Entwicklung hilft nur die Einführung von einer sogenannten Gegnerquote. Das heisst, Kaderstellen in diesen Institutionen werden zum Ausgleich mit einem politischen Gegner besetzt. Als Anfang wird einmal Erich Hess zum Universitätsrektor ernannt. Dann übernimmt Doris Fiala das Zürcher 1. Mai-Komitee und der Cedric Wermuth wird Generalstabschef. So kommen wir an einer Gesellschaft ohne Säuberungen, Mobbing und Unterwanderungen näher. Und zum Schluss habe ich Ihnen noch einen Scherz. Was ist das, wo ich drauf sitze? Richtig, ein Stuhl. Und jetzt ein Lehrstuhl.